Ich glaube, wir müssen es sozusagen als Linz sehen wir das ein bisschen breiter und müssen es da ein bisschen längerfristig sehen. Wir haben im letzten Jahr einen Gemeinderatsantrag gehabt, wo es um das Thema Open Source Region gegangen ist, wo dann auch eine Studie beauftragt worden ist, wo man dann sehr schnell gesehen hat, dass Open Source eine zu große Einschränkung ist und wo es dann das Thema Erweiterung worden ist auf Open Commons. Das heißt, es geht um Allgemeingüter, digitale Artefakte im ganz Allgemeinen. Im Dezember habe dann ich meine Arbeit begonnen als Projektleiter dieser Open Commons Region Linz, und für mich war es dann relativ klar, dass das erste Initialprojekt für das heurige Jahr Open Government Data ist. Wir haben dann im ersten Halbjahr begonnen, einen Zeitplan zu entwickeln und die Voraussetzungen zu klären, welche Daten bekommen wir, wie stellen wir sie online, wer sind die Interessensgruppen und so weiter. Und sind jetzt gerade bei der Programmierung und werden mit heuer im Oktober, im heurigen Herbst online gehen mit der Plattform data.linz.gv.at. Ich glaube, dass es sozusagen bei OGT sehr stark auch um ein gesamtes Umfeld, sei es gesellschaftlich, wirtschaftlich, kunst- und kulturell oder auch wissenschaftlich ankommt, wo man sozusagen dieses Thema auch einbetten kann. Und auch gleichzeitig darauf, dass die Verwaltungseinrichtungen, für die ich hier auch spreche, auch auf diese Zielgruppen hören, weil was bringt es, wenn eine Stadt Daten veröffentlicht und keiner kann damit etwas anfangen, keiner kann diese nutzen. Hier muss man von vornherein mit verschiedenen Interessensgruppen, mit Communities in Kontakt treten, um von vornherein zu klären, was sind die Ansprüche, was sind die Daten, die gebraucht werden, um dann auch sozusagen diesen Reuse zu ermöglichen und damit auch wieder allen Bürgerinnen und Bürgern die nützlichen Applikationen, die neuen Anwendungen, neue Forschungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. Das ist die Unwissenheit. Da ist, glaube ich, die größte Bremse in allen Bereichen da und auch bei Open Government Data natürlich, weil hier sozusagen von vornherein nicht ganz klar ist, was sozusagen damit passieren soll und was ist auch der Nutzen und was ist auch der Mehrwert. Es steht momentan im Vordergrund, dass Daten verschenkt werden sollen, oder genauso ist es ja auch bei Open Source Software, dass Software verschenkt werden soll, und was nichts kostet, ist nichts wert, dieses alte Prinzip. Und da hat einfach sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, wie kann man mit diesen Daten oder wie kann man auch mit einer freien Software trotzdem Wertschöpfung erzielen, wie kann man auch sozusagen gesellschaftlich was voranbringen und auch wirtschaftlich etwas voranbringen. Sondern wir wollen einfach grundsätzlich die Voraussetzungen schaffen, die Möglichkeiten schaffen, dass andere Firmen, andere Personen etwas damit machen können. Hier können natürlich gewisse Dienstleistungen, gewisse Architektur- oder auch Hardwareleistungen sozusagen vorgeschossen, aber ich glaube, dass hier sozusagen die Selbstverwirklichung oder die Eigeninitiative der Bürger oder auch von der Wirtschaft, Kunst, Kultur, Wissenschaft sozusagen auch in den Vordergrund gerückt werden sollen, um sozusagen auch diesen Open Source Gedanken sozusagen voranzutreiben und dass die Leute dort etwas Eigenes schaffen und kreieren.